Moin, willkommen am Naturmuseum. Wir sind hier in einem Raum, den speziell gebaut ist, für Fossilien aus Lützeburg und aus der Großregion zu weisen. Was ist überhaupt ein Fossil? Nun, ein Fossil ist verstängert überrascht von einem Lebewesen, also das heißt Chunk von einem Tier, Stück verstängert Holz, alles, was früher gelebt wird, aber was sich an einen Stein verwandelt wird. Und wir haben zu Lützeburg die glückliche Situation, dass wir effektiv ganze Kopf der Fossilien finden können in verschiedenen Teilen vom Land. Heißt immer für uns Vitrinen, die Fossilien weisen aus einer bestimmten Gesteinsschicht, nämlich aus dem Lützeburger Sandstein. Viele von euch kennen die Steine, vielleicht weil sie an einer Gegend finden, wo die Stein steht, oder in einem Gartengruf, dann kriegt ihr so sandiges Material raus. Andere kennen die Steine zum Beispiel, wenn ihr an den Start könnt, an die felsige Seite, wo die Festung draufsteht, da ist der Lützeburger Sandstein. Von daher kennen die meisten Leute den Stein. An der Lützeburger Schweiz, also der Möllerdal, den ist auch hauptsächlich so bekannt, weil an dem Stein die Felsformationen durch die Verwitterung entstanden sind. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass an dem Stein platzenweise ganz viele spannende Fossilien gefunden werden. Und zwar einerseits sind das Fossilien von Meerestieren, in diesem Fall Meeresschnecken, Muscheln, heinst du auch Fossilien von Tieren, die in Haut aus dem Meer vielleicht nicht so am Alltag kennt, wie zum Beispiel Seelilien. Das sind Tiere, die früher am flachen Meer gelebt haben, Haut finden sie hauptsächlich am tiefen Meer. Die kann ich finden und die weisen einem natürlich, dass die Stein mit dem Meer zu tun hat. Und das effektiv am Meer aufgelagert gehen. Gleichzeitig finden aber auch Fossilien am selben Stein, die offensichtlich nicht am Meer gelebt haben, wie zum Beispiel Pflanzen, ein Dennenzapf zum Beispiel. Das von einer Pflanze, die an Land geworden ist, beziehungsweise ganz exzeptionellerweise, also sogar sind Chunks von einem richtigen Landdinosaurier an dem Stein gefunden gehen. Wie kriegt ihr das zusammengebracht, dass ihr einerseits einen Stein hat, den am Meer aufgelagert wurde, mit Meeresfossilien, andererseits aber Reste findet von Pflanzen und Tieren, die an Land gelebt haben? Für das zu verstehen, muss ich gucken, wie der Stein entstanden ist, und das ist damals den Mündungsbereich von einem Fluss gewesen. Das nennt ihr noch nach einem Delta, ein Flussdelta, und ihr wisst, dass alle Flüsse irgendwann an das Meer fließen. Also war das auch früher, für rund 200 Millionen Jahre ungefähr, war da, wo wir noch stehen, der Mündungsbereich von einem großen Fluss an das Meer ran. Und der Fluss wird natürlich immer mal bei Überschwemmungen Pflanzenreste, Bäume und eben noch die Kadaver von großen Tieren an das Meer gespült. Und so könnte eben, dass ihr am Lützeburger Sandstein eine Mischung findet von Fossilien aus dem Meer und Fossilien vom Land.